Moin, ganz lieb, dass ihr hier seid. Wir haben heute eine Diskussion rund um engagierte Kunst. Heute zu Lützburg auch mehr generell. Und das am Kader von Marc-Henri Reckinger seine Ausstellung, das Marc-Henri Reckinger Lützburgische Kunstpreis 2024, den eigentlich am Nationalmuseum zu gesehen hast, und auch hier an der Galerie Neilich zu Dietling an der Dominik Lang, geht das so? An die drei Ausstellungen eigentlich laufen bis den 16. März 2024, wenn das nicht entdeckt wird. Und Sarahs, das eigentlich am Kader vom Lützburgischen Kunstpreis 2024 entstanden, mit der so einerseits auch ein Retrospektiv von seinem Werk und von seinem Engagement, die noch zu entdecken ist. Heute für die Diskussion zu feiern rund um den engagierten Kunst, haben wir den Regis Meus. Ja. Mis net Challengen an muss ich da kurzfristig hersprachen mir schreibe mich einfach auf Diskussion auch von Chantel Schnitt als Artist lokal mat Schwarz als Konservateur de Musee. Okay, das wäre doch ganz interessant sind, weil ihr da einen Text über den Marc-Henri Reckinger geschrieben. Soll ich ein bisschen mehr in die Richtung schwätzen? Oder ich werde versichern. Ja, okay, ich werde versichern. Wir haben dann, die können sich dann auch präsentieren und dann haben wir auch Bert Lütschen, Künstlerin, auch engagiert auch mit der Frauen, Situation für die Freiheit zu Lützburg. Wir haben auch Dada Günther, was eigentlich am Theaterbereich bei Richtung 22 ganz aktiv ist, und Daniel Initi, was extrem lang direkt ist bei Ob der Schmelz hat, und auch extrem engagiert Papa zu den Frauen von der Freiheit zu Lützburg. Du weißt, ich wollte dir eigentlich die Möglichkeit geben, ich selber zu präsentieren, ein bisschen Papa von der Position vom Engagement, da könnt ihr eine Biografie eigentlich mitteilen. Und du war auch, ich wollte eigentlich mit dem Satz, dass ihr auch so was Frelien, die eigentlich mit Marc-Henri Reckinger identifiziert. Kann sein, auf einer ganz persönlichen Basis oder mehr symbolisch. Wir wollen anfangen, wollt ihr vielleicht, Bert Lütschen, wollt ihr vielleicht eine Person wieder sieht? Wie engagiert, was ist Ihr Positionnement an Ihrem Engagement? Ich muss mich entschuldigen, ich kriege eine neue Tür gerade momentan nicht gut. Okay. Ich habe mich krank melden müssen. Das ist okay, wir werden ganz flexibel bleiben. Ja, könnt ihr eigentlich ein bisschen so wieder sieht? Oder soll ich einfach Biografie eine Person oder wollt ihr? Was oder? Weil der Sohn wieder sieht, Biografie? Nee, meint ihr das? Okay, ich meine dann. Okay. Bei dir sieht eigentlich, die hat 35 zu Esch geboren und die ist visuelle Künstler, die hat den Lützburgische Kunstpreis 2022 auch gekriegt für ihre Karriere. Ja, genau. Und die hat eigentlich, die war zu Paris studiert, schon noch gesehen an Deutschland, zu München, zu Bonn. Die hat extrem lang eigentlich am Ausland gelebt und als Künstlerin so praktiziert. Und dann zu Lützburg, sie ist Gründerin von der Arbeitsgruppe Kunst vom GRAP, Gruppe de Recherche d'Art Politique. Die war an der Projektinitiative 60 auch dabei. Sie ist auch immens engagiert beim Mouvement Libération de la Femme, MLF, 1971. Und sie war auch Kunstprofessor, ziemlich lang auch an dem Domain tätig. Wollt ihr noch etwas dazu sagen? Das ist tipptopp. Okay. Und ein Lien mit Marc-Henri Reckinger, wenn dir du irgendeinen Lien kennt eigentlich. Nee, das ist okay. Okay, Marc-Henri Reckinger, wenn ich erst den umsage, was könnt. Also, wir waren zusammen am Lycée Technique zu Dietling. Okay. Wir waren da Kunstprovence auch, gell? Da haben wir uns da gut kann, da haben wir noch zusammen geschafft. Da, ja. Okay. Ada Günther, könnt ihr euch ein bisschen präsentieren oder soll ich auch da? Ich kann probieren. Okay. Ich bin am Anfang zu Wien geboren. Und dann, wie ich 9 war, mit meinen Eltern auf Lützeburg geplündert. Schon von meinen Eltern eine ziemlich experimentelle Kunstedukation gekriegt. Und dann auch, sobald ich konnte, zu Lützeburg bei Richtung 22 mitmachen, sobald ich alt genug war, da mitgemischt. Und am Anfang durch Richtung 22 und durch den TNL, so mein Anfang an den Theater gemacht. Und dann habe ich zu Cambridge Linguistik studiert
Und währenddem ganz viel Theaterstücke auch selber inszeniert, an Ivasat, an angefangen mit verschiedenen Theaterformen zu experimentieren. Und dann war ich 2022 rum zu Lützeburg für ein Jahr lang für Richtung 22 Vollzeit zu schaffen für die Kulturhauptstadt. Da haben wir ein ganzes Projekt gemacht über die Gentrifikation vom Süden und also auch ganz viel Feinde gemacht mit dem Projekt. Und los bin ich seit 2 Jahren zu Wien und ich studiere gerade Transmedial Performance auf der MDW. Und den Lernpapa zu machen, Henri Reckinger, wenn du kennt identifizieren? Ich meine, mir ganz viel dieselben Bücher gelesen. Also wenn ihr so guckt, was den Marc-Henri Reckinger so für kommunistische Publikationen geschrieben hat, gesehen ich möchte schon auch repräsentiert mit der Theorie, mit der ich mich beschäftigt habe. Und ja, also hin und an einer anderen Zeit gelebt, aber ich habe Gefühl in der weil für ähnliche Sachen gekämpft. Ja. Merci. Daniel Liniti? Mein Name ist Daniel Liniti, ich war lang an dem Haus tätig. Das ist immer ein bisschen speziell, wenn ich dann so zurückkomme. Aber ich bin en Retraite, aber nicht so halb. Ich meine ein paar Sachen, die dann hauptsächlich mit Kunst zu tun haben. Das besteht aus Kurationen oder Texte schreiben oder einfach mal ganz viel darüber gucken gehen. All die Sachen, für die keine so Zeit hat, von den Centre kulturell an 2 Kunstgalerien getrieben hat. Bon, ich bin froh, dass ich das kann alles mal angucken gehen und mir darüber Gedanken machen. Und ich habe noch ein paar Ideen zu was engagiert Kunst ist. Ich wollte da mal direkt hier am Raum gehen. Ich bin nämlich überzeugt, dass all Kunst irgendwie engagiert ist. Und auch wenn ich nicht immer auf den ersten Blick gesagt. Meine Relation mit Marc-Henri Reckinger ist die, dass es ein Dietlinger war. Also ich habe ihn als Dietlinger kennengelernt. Schon von dem Hören als Pinsel. Als Kunstprof, aber als Dietlinger habe ich schon erlebt. Und ich wollte mal auch sagen, dass er zu Dietling gelandet ist, weil er aus dem jungen Lycée zu Esch rausgeflogen ist, weil er nicht wollte die Wulmaus verlassen, wie das den Herr Koch, den demolischen Direktor, gehabt hat. Also der Marc war Stänkerer, wie ihn heute gesagt und das dann angeholt, weil wir sind in Dorf von Stänkerer und waren daheim. Und wir haben ihn noch gut versorgt, gut unterstützt, so gut wie wir konnten. Und dann hat er seine Arbeit weitergemacht an seinem Atelier an der Feldstraße, weil er so nicht der Machtkampf war immer ein bisschen granzig, aber er war aber auch ein begeisterter Jazz-Lauscherer, auch das hat uns ein bisschen zusammengebracht und es war ein engagierter Mann bis zuletzt. Voilà. Merci. Dann Regis Meus. Pardon. Guten Abend auch von meiner Seite. Also mein Name ist Regis Meus. Ich bin Direktor Adjunkt vom Musée National d'Archéologie d'Histoire et d'Art. Und meine freie Funktion als Kurator von der zeitgenössischen Geschichte am Musée war ich auch von den Kolleginnen aus dem Musée, die heute Projekt betreut haben, gefragt haben, für kleinen historischen Beitrag am Katalog zu schreiben über die Ausstellung. Weil ich eben eigentlich mehr spezialisiert bin auf politische Geschichte von Lützeburg vom 20. Jahrhundert. Ich bin sicherlich kein Kunsthistoriker. Ich weiß auch nicht, ob ich viel über engagiert Kunst zu erzählen habe. Ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar Elemente mitbringen von Kontextelementen, an dem auch der Marc-Henri Reckinger heute zu Lützeburg gewirkt hat. Ich meine, schon ein bisschen mein Lien erklärt mit Marc-Henri Reckinger. Ich hatte die Chance, Marc-Henri Reckinger einmal begegnet zu haben, am Vorfeld von einer anderen Ausstellung über die Geschichte von Lützeburg am Kalle Kirche. Und das ist ein Personage, der mich impressioniert hat. Das ist eine Person, die durch sein Engagement hier auch an seiner beruflichen Karriere, wie Daniel es schon angedeutet hat, vielleicht neben einen anderen Rückschlag oder auf jeden Fall Konsequenzen erlitten hat.
an engem Lützeburg war nennert Lützeburg war wie dat wat man haut kennen, wat manner pluralistisch war, wie man dat wat man haut kennen, an war doch ein Kontext, dass wir vielleicht doch ja, méi Courage gebracht huet, fir sech auszudrücken, wie dat haut der Fall ist. Merci. Meng eich war eigentlich weit huet et geheech eigentlich een engagierte Künstler 1960 so am Anfang, so an denen Jahren zu Lützburg zu sehen, war da ein anderer Enjeu. Vielleicht will ihr mal da aufhängen, deine Linie, weil die sind alle Künstler engagiert, aber der Kontext hat sich einfach geändert zu Lützburg. Wie war es? Also, all gut Kunst ist engagiert. Das ist noch ein kleines das ist gut Kunst. Also ich meine, dass ein Künstler etwas austrägt, etwas sieht und das eine Message wird. Also möchten etwas, sieht etwas, was man entweder appreciieren oder nicht, oder kritisiert etwas, oder möchte etwas mich schön wird, dann wirklich geht das, mit das irgendwo ein Engagement Kunst zu machen. Sie wird malen, sie wird schreiben, sie wird Theater spielen. Für mich ist das ein Engagement, hinzugehen und zu sagen, das Denken. Die eng sind mehr radikal wie die anderen, und die eng sind noch mehr militant wie die anderen. Also der Militantismus ist eng zugespitzte Form von engagierter Kunst. Bei Marc-Henri Recking ist es klar, dass er militant war. Ja. Das ist ganz evident. Er hat seine politische Meinung, die können doch aus seinen Bildern ganz klar raus. Und hat doch aus seinen Bildern gesagt, wenn er Rose war, über den Mudam oder über whoever. Das können doch aus seinen Bildern raus. Das gesagt er ganz gut, wenn er ganz mal hat er gesagt, ob seine Bilder an den kurzen Boxen und so weiter. Also er hat sich schon irgendwie Luft gemacht auch zu dem, was den Hai auch hat müssen drohen. Wenn nicht sterbe vom Bert Lute schwätzen an ihrer Präsenz, sie ist eine engagierte Künstlerin, weil sie etwas aussieht an unserer Gesellschaft zu der Position von der Frau. Wo sind Frauen drin? Wie sind wir Frauen? Was stellen sie durch? Also, das ist, voilà. Mit dann gibt es einer Künstler, was weiß ich, fällt mir boah, der Philipp Markiewicz, das ist evident. Der Philipp Markiewicz als unser Lützeburger wieso so in de la Croix oder so das ganz klar, dass die sich austrägt über als heutige Zeit, ob ein bisschen mehr ein Puppig oder weiß mehr, das engagiert kannst. Wie wenn ein Lo Künstler hört wie der Franz Kinnen oder so, den Lo Bilder malt, die nicht direkt eng politisch auszuholen, als aber auch ein engagierter Künstler, weil methodisch hat die neu war für seine Zeit, weil auch etwas riskiert, weil nicht, sich verstehst du, das meine ich als engagiert Kunst, dass den etwas experimentiert, dass den hingeht, probiert, und auch neue abschlägt, bon. Und wenn ihn dann wie weit geht, dann gesagt in Guernica oder so, da weiß ich, wo ihn drin ist. Aber wenn ihn andere Bilder von Picasso guckt, die nicht so politisch sind, sind aber politisch. Das ist ein bisschen meine Position. Mit da war ich schon eigentlich mehr Papa zum politischen Kontext, auch für mich schwätzen von dem Point de vue vom militantischen Kontext. Ich freue mich just Papa zu, zum Beispiel zwischen dem Marc-Henri Reckinger und dem Philipp Markiewicz. Als einerseits die zwei sind als den militantisch, den anderen nicht. Und als der Kontext von Lützeburg, die Evolution von Lützeburg. Das ist eine interessante Frage, weil ich meine, zu Marc-Henri Reckinger Sänger muss ich gucken, wo die Leute hier kommen sehen. Sie kommen aus einem ganzen los mo so brave Milieu, gell, wo Kunst gemerkt gin ass fir iwwerm Kanapé ze henke, fir ganz klar ze sinn, fir Schein ze ma, fir dem gut ze donge, fir ze dekorieren. An sie kommen die Leiit do an die hu gesot nee, dat das lo net mir eise weh. An sie hunn de weh gangen, den de Philipp Markiewicz net mir huet brauchen zu go, weil dat das geschiet gewircht. An he kënnt an hin Molsachen an de Mëchtsachen, die sinn die sind durch die dote Schule gegangen, gell? Aber bon, kann ich sagen, wie wir die Kamera behängen. Das kann ich gerne vorsehen.
Mit Sarah ist auch der politische Kontext. Aber das 60, ich kann sich auch vorstellen, dass das... Das ist noch immer schwer, Englisch, quand même. Also ich gebe so, politisch Konstspiel oder engagiert, militant Konstspiel, ist noch immer nicht... verkauft sich nicht so, wenn ihn dann mal vom Verkaufen ausgeht, weil muss ich auch leben von seiner Kunst, wenn ich nicht gerade Prof ist. Dann das ein bisschen mich schwer wie Blumen malen. Ne? Aber das aber Blumen können noch etwas aussuchen. Sicher, die können ganz sicher. An zu moderner Zeit haut gibt es ja andere Themen, gibt Ökologie und so weiter. An dem Kontext kann ich gibt der ganze bekannte Fotograf, dem sein Nummer lohnt, aufhält, den noch kein Lützburger ist, der möchte ein Holländer, der möchte ganz schöne Bilder, wunderschöne Bilder von Natur, und das lauter Terrain, den total faul ist, richtig empoisonné. Das gesagt in einem Bild nicht, gell? Also, was ist ein engagiert Bild, gell, wo den auf sich geht, nur so an Haut aus das noch immer mengenisch nicht so evident zu holen wie Dekoration. Aber engagiert ist nicht immer so demonstrativ zu sehen, dass das, voilà. Aber just eine Frage, hört ihr mich besser, Ich würde Mark Krecking. Nein, ich wollte lieber ehren, weil mir hat Lodi gerade... Ich muss nach etwas weisen. Im Moment, wenn ich gehe. Nicht. Wir waren eine Kunstgruppe. Ja. Wir waren vom Cercle Artistique eingeladen, für ein gemeinsames Kunststück zu machen. Und du haben mir dezidiert, dass wir uns selber gingen ausstellen. Und das war ganz, wir haben dann Wolke, künstliche Wolke gemacht, Bäume und Pflanzen. Wir haben uns an den Mayo gesagt. Und dann war das natürlich ein bisschen skandalös, wie das die Öffnung war, wenn der Minister Lange kam. Aber bon, sie hatten uns ja invitiert, gell? Und dann konnte aber nach Hilfe sein Wirken auch selber weisen dann, ja. Und das basiert auf dem Manet, das der Manet de Déjeuner sur l'herbe, also das war ja die Referenz von dem Werk. Das war die Referenz von, auf dem Werk war ja der Manet. Die hat, für was hat ihr da? Nee, das ist okay. Nee, das war just schon von der Referenz geschwärzt. Ich meine, der hat, das war ein bisschen die Idee eigentlich, sich als... Also, das war so, wir waren heute... Just ein Mikro von Just ein Mikro. Jungen, und dann ist als Frau allein dabei, gell? Und ja, wir waren eine Kunstgruppe und wir haben dann noch als Arbeitsgruppe Kunst genannt, gell? Und ja, da sind wir rausgegangen und dann waren wir nach Grabgruppe, die Recherche der Politik. Und wie gesagt, das hat aber ganz gut geklappt. War het vom Anfang an de Besoin engagiert Kunst zu machen, so militantisch engagiert Kunst zu machen von ihrer Seite? Für eine Menge Zeit engagiert? Nein, von ihrer Seite. War es wichtig für euch? Ja, also ja. Das ist noch einmal wichtig für mich, weil wenn ich ein Bild mache, wo ich kein politisch auszumachen, dann habe ich Gewissensbiss. Das ist wahr. Also, das, ich habe noch Stillleben gemacht, da habe ich schon kein Foto davon, und ich habe nicht gemacht, weil das war, wie die Pandemie war, wie man nicht konnten rausgehen, und nun habe ich Kadre rundherum gemacht, für zu weisen, wir sind hier abgeschlossen, ich hatte aber da schöne Blumen dabei. Den David Hockney hat das doch gemacht. Den David Hockney hat das doch gemacht, ich werde nicht allein zu schwätzen. Ja. Und, okay, und für euch, als das, habt ihr das Gefühl, dass sich Sachen geändert haben an zum Beispiel euren Engagement, hat sich mit der Zeit? Ja, das ist eine gute Frage. Lass mal tun. An den 60er Jahren, an 70er Jahren, als minderjährig betrügt, gell? Also ich konnte sich kein Auto kaufen, kein Flieger ohne den Narko vom Mann oder wenn sie bestört werden, Narko vom Pap. Also das war schon allerhand Zustand.
Und das muss ich nicht so. Und ich schon der Heimat und ich weiß nicht, dass wir werden hier protestieren für unsere Chambre. Und du kommst den Werner raus und du hast den Geöchtung oben auf der Treppe, du hast dir gesagt, ma jo, was hat er danach gehört? Die hat ja schon etwas gekriegt. Muss ich das vorstellen? Dort war das Gesetz geändert, das Frauen nicht mehr mit, wir protestieren gegangen wegen zum Avortement, wegen zum Gesetz. Da könnt ihr sehen, also ich war sprachlos. Dass ich von den Tschenken kam, so, ging so, du hast ja schon einen Zuckerbohnen gekriegt, was willst du dann noch weg? Also, so schwätze ich nicht mit deiner Frage. Ja. Sicher, bravo. Ich hatte schon interessant von das wäre einfach und da eigentlich ich hatte so auf ihrem Site gesehen, du war ein Artikel und du hat nicht kurz das eigentlich gesagt gehen, dass ihn eigentlich so kollektiv eigentlich dass ihn eigentlich den Impact, die Kollektivkollaboration, so Künstlerkollektive, an Given Haus das nicht mehr gesehen, und die hatten Haus das eigentlich gar keinen Impact mehr, wenn ich das bis Niveau setze. Das war einfach so ein Artikel, den ich geschrieben habe, dass das etwas, weil das war ein paar zu der Ausstellung am Vauban, wo eigentlich ein bisschen eine Analyse gemacht wurde zwischen was dir an den 70er, 60er, 70er Rehstadt, und du war die Idee, dass sie eigentlich Haus das nicht mehr so einen kollektiven Drang hat, plus die wäre impactlos haut so das wäre ein bisschen so vertrauschte der Sache wie und du wolltest vielleicht dem Ada ja also ich weiß nur nicht wen den Artikel geschrieben hat ich fand das spannend weil ich fand es merkt ihr noch zu Lützeburg dass Leute mega oft ein Bedürfnis haben am Platz zu hören dass es von unserem Gruppe könnt immer ein Bedürfnis hun individuell nimm zu wissen wen dat dolo gene gemacht hat und das geschieht als nicht just wenn man Leute kritisieren mehr aber auch ganz viel wenn man Leute kritisieren da so sie schwätzen nicht mal einem abstrakte Gruppe ich will mal die Leute schwätzen die ob das spitzt von dem Gruppe sehen und ich fand das wirklich spannend dass zu Lützeburg auch nach Mai verbret wie an andere Plätze mengenisch weil in da weiß wie ein privat wer ego muss für die Leute vielleicht ihr Leben mich schwerer zu machen weil wenn ihn etwas auf individuell Leute reduzieren kann funktioniert das mit den Verbindungen ganz anders und das ist schwer für Leute zu akzeptieren dass eine Gruppe als Gruppe funktionieren kann und nicht als Einzelpersonen die all hier Einzelziele verfolgen so für uns ist es mega wichtig dass die Leute die Gruppe als Gruppe gesehen weil wir machen da doch nicht für uns persönlich berühmt zu machen, für uns persönlich zu avancieren. Aber was Sinn bringt die Kollektivität Apps bei, als da ein Avantage eigentlich. Am Theater kann ich mir vorstellen, dass der Unterschied zwischen visuell Kunst mehr ist. Die Kollektivität und die Anonymität zu einem bestimmten Punkt, was bringt das hier an ihrem Engagement? Ich meine, dass es einem einerseits Freiheiten gibt, die ihr sonst vielleicht nicht hat, weil ihn als Einzelperson vielleicht mehr in Einzel-Image muss pflegen, weil den als Gruppe, also die Gruppe entwickelt sich so weiter, wie die Leute, aus denen die Gruppe besteht. Und es gibt einem halt auch die Möglichkeit, seine Kraft zusammen zu bündeln. Also wir sind nicht allein, wir sind zusammen und wir machen das, worauf wir zusammen Lust tun. Und der vierte ist, dass sich andere kann, wen Teil vom Gruppe ist, aber wen nicht. Und dadurch kann die Gruppe sich auch weiterentwickeln. Und wenn die Leute, die am Anfang die Gruppe gegründet haben, nicht mehr all da sind, heißt das nicht, dass die Gruppe da gestorben ist. Also es gibt einem auch eine Ausdauer, wenn die Verantwortung verdient. Eine politische Ausdauer einerseits, als dadurch für sicher zu sehen, dass es eigentlich ja. Kraft. Ich meine, dass schon ein von den Zielen vom Gruppe war, dass sie möglichst lang bestehen bleibt. Aber das ist so nicht bei allen Gruppen so. Also, ich meine, dass das ist ein bisschen paradox, weil die Gruppe besteht halt immer aus den Leuten, aus denen die Gruppe besteht. Aber andererseits sind wir auch nicht mehr nach da, weil wir die Gruppe, so wie ein Kerl war oder so wie wir gesehen konservieren wollen. Also, es geht an die zwei Richtungen.
Mir schmengen aber schon, dass die Anonymität einem auch viel Schutz gibt, obwohl an der Realität all Mensch google kann, wie ein Leute bei ASBL offiziell angemeldet sind. Also wir sind nicht wirklich anonym an dem Sinn, dass kein als gesehen Gesicht da weiß, als ein Numm sieht. So, geht echt darum, die Leute zu erklären, dass es als nicht um Personenkult geht. Ja. Das ist immer der Unterschied zwischen visuell Kunst, sie noch kollektiv eine visuelle Kunst, aber wir hatten Diskussionen zwischen dem Kunstobjekt und Theater. Mir just ich gerade den Artikel, das Gabriel Anta am Luxembourg Times, und sein Satz war: Nowadays such collectivized moments of creativity and radical political engagement no longer exist. And if they do, they fail to shock. Und das war der zweite Punkt, they fail to shock. Ich weiß, wo wir die ein bisschen diskutiert hatten, par rapport zu der, etwa par rapport zu der heutigen Diskussion. Und es war par rapport zu Rosa Luxemburg, wo die eigentlich, die Frau eigentlich, das 2001 wird gewesen war, die ganze Diskussion, die rundherum gelaufen ist, die hat mir gesagt, ich meine, selbst die Frau zu das nicht mehr geschehen als Historiker. Das ging sicher ähnlich geschehen. Also, was für mich extrem geändert wird, Lützeburg, so ging so bald mehr die letzten 20 Jahre wie die letzten 50 Jahre die Öffentlichkeit im Land. Ich meine, vielleicht ein Unterschied doch aus den 60er oder 70er Jahren, hat da auch viel mehr Möglichkeiten für Kunst zu weisen, viel mehr Orte, wo das machbar ist, viel mehr Kollaborationen, die möglich sind, wo dann noch eine Diversität da, wo ich meine, wenn Marc-Henri Reckinger seine Schriften guckt, also ganz oft was gegen eng Person die am Nationalmusee geschafft Joseph Emile Müller für nicht zu nennen, den de Bongo definiert hue die miss gehen den auch an der Kunst go haut das die 10 noch viel mehr divers. Par contre das effektiv schon mal vorgestellt vom Schockieren, wo man nur die Diskussion haben gin Diskussionen, die natürlich auch immer mal auch durch Kunstformen provoziert sind, durch die engagiert Kunst, die militant Kunst, die der Gesellschaft Spiegel verhält, die will Debatte lancieren, Kosen Firo bringen, die kann und die muss auch wahrscheinlich schockieren für Aufmerksamkeit zu kriegen in einer Welt, wo man Haut viel mehr durch soziale Netzwerke, durch Filterbubbeln viel mehr abgespleckt sind. Zur Zeit von der Lady Rosa auf Luxemburg, also die schwangere Frau, das war noch die Zeit, die glorreiche Zeit von RTL, wenn in dem RTL war, dann gut ganz landet mat, und als der dann am Wort am Terreblatt die Dichte nur kommentiert ging, das war ein Evenement. Haut mein das nicht nur zu Lützeburg spezifisch, mit zu Lützeburg hat vielleicht ein bisschen lang gedauert, ehe sich die Absplitterung von der Öffentlichkeit durchgesetzt wird, dass es haut vielleicht mich schwer als Aufmerksamkeit zu kreieren. Und das mich schwer als die Frohen und Gesellschaft können zu stellen, weil die Medienlandschaft sich extremst verändert wird. Und ich meine, dass dadurch eine Entwicklung ist, die auch relativ flagrant ist, wo auch vielleicht auch haut, dadurch, dass viel mehr Leute auch die Möglichkeit tun, sich künstlerisch auszudrücken. Ich meine, an den 60er, 70er Jahren, du hast nicht von Buchse geschwärzt, du hast nicht von Residenz d'Artiste geschwärzt. Du hast den nicht von Subsidiepolitiken auf ganz unterschiedlichem Niveau geschwärzt, von Staat, von den Gemengen und so weiter. Das heißt, jetzt sind halt ganz viele andere Möglichkeiten da und trotzdem, und das ist gut, dass es doch Leute gibt, die außerhalb von dem System noch immer ihre Message hören. Und ihre Message weiter drüber. An dem kann er kein Lützburg Künstlerin, weil Senja Ivekovic nicht weiß. Das ist richtig. Ja, voilà. Das war schon ein bisschen mehr das Publikum, den ich meine, Kunstszene war du extrem. Also Kunstszene war, also weil ich mich erinnere, von dem, was ich gelesen habe, weil ich war bis jung für alles ganz bewusst mal erlebt zu haben, als war das eine strenge Diskussion an einem konservativen Teil von der Lützeburger Öffentlichkeit. An der Kunst, der Kultur sind Daniel, du hast vielleicht andere Erinnerungen, dass das war im Nachhinein als Historiker hast durch verzerrte Blick, weil ihn Resultate davon gesagt und nicht unbedingt ich bin der Meinung, dass das Tonarrenker gibt geschehen, weil man irgendeine Künstlerin könnte, die so etwas möchte, an dem dort Stil, ob einem Monument au Mort eine Frage setzt, dann geschieht auch genau dasselbe. Aber 100%. Weil ich meine, wir sind nach immer an einer konservativer Gesellschaft
an Demos als dat ugeguckt wie eng Provokation. Dat das ein Monument, wo net derft rund kratzen. Das für die Leute, die am Krieg, für die Männer, die am Krieg gefallen sind, geht dann eng Frau symbolisch dahingestaltet. Und das kannst du nicht aufstellen. Das geht nicht. Wenn du das musst, dann fängt du mit wie heißen sie, malgré nous an einer Resistenzler oder Romul kennen, ist die nicht resistiert tun, die rappen op und dann da könnt das tot. Da gibt es ein Skandal, weil die Leute sich selber attackiert fühlen en fait Rosa, Lady Rosa, ich hat gar nicht verstanden und nicht gesehen, dass es eine Mise en question ist vom Krieg, von der Position von der Frau am Krieg, dass sie auch eine Rolle gespielt hat, dass sie auch ein Monument zu gut hat und so weiter. Das sie alles gar nicht verstanden, weil sie verblendet waren, dass hier ein Monument auf Frohgestalt ist oder lächerlich gemacht ist, wie sie das interpretiert. Du denkst, Frau, sehr gerettet. Muss man das nicht vergessen. Madame Henniko Schöpsches hat sich gerettet. Das heißt ja aber etwas, weil sie war auch konservativ an einer, voilà. Und sie kommen und sie hat gesagt, boah, das ist Schluss, fertig, halt den Mund, das bleibt stehen. Boah, tipptopp, sie ist von Dittling. Und nach ich meine, sie sind immer Leute aus dem Süden. Ne? Voilà. Aber ich meine, dass man noch immer an so einer Gesellschaft leben und dass nach immer so, also ich meine, was Leute wie die Arbeitsgruppe Konst, do sich giffen lo, moi bei der Kall, do hinter sitzen gehen am Mayo, mit moltene Wollecke, da wäre fortvoll an vielleicht fort nicht mehr de RTL wäre voll mal auf jeden Fall, weil die Männer immer dieselben Job und dann ja mit sind dann noch immer genug. Wir haben gesehen den Fall mit dem Jungen, den du gekneipt hat bei der japanischen Malerin, das hat ja aber RTL und das hat ja aber gepusht und gemerkt, dass das durch ganz moderne Dinge nicht durchgeholfen den auf der Côte, wie ist Fulegas, den doch sei best gemacht für dopp zu blosen, gell? Me sie sind aber doch an nach immer gut, gell? Und sind auch noch immer viele Leute, die das lauschen und gucken und hören. Me ich sind überzeugt, dass man einfach haut ein bisschen Männer couragiert Leute tun oder Künstler, die nicht mehr richtig den Interesse gesehen von der Provok. Und das ist ein bisschen schuld, also mehr fehlt da ein bisschen. Ne? Es gibt auch einen Unterschied zwischen engagierter Kunst und Provokation. Es hat also richtig Provok, gell? Das haut nicht mehr so richtig in, weil Leute vielleicht auch keine Energie wollen verlieren, um da wissen, dass das dann verpufft, dann irgendwie ein bisschen mehr darauf ausgeht, wie du für drin hast, du wird gesagt, ihren eigenen Profil hilft das nicht. Gell? Also so Sachen können meiner Meinung nach haut nicht mehr noch am Kollektiv geschehen, wo ich eine Responsabilität trägt, aber alt Leute zu summen eng Responsabilität. Da will sie nicht, ob wenig klappen kann. Da klappt die noch Prige raus. Bum, bum, das geht keinem Weg. Wenn man ein Einzelnen absteht, dann möchte so etwas, den ist fertig. Ich weiß, ihr wollt auch schon etwas so, aber ich wollte just kurz da ausschließen zum Thema provozieren, weil ich das ganz gerne mache. Und schon Gefühl, zu Lützeburg, also am Anfang vielleicht sogar noch eine Chance, dass provozieren Kunst noch immer provozieren kann. Weil zu Wien gibt es so viel provozieren Kunst, dass es allem schon von Hannen raushängt. Und das auch nicht mehr wirklich provozierend, weil die Leute, die früher an den Burgtheater gegangen sind, für sich Prestigekunst gucken zu gehen, Gilo Florentina Holzinger Stecker gucken, wo allem Plage ist, an sich eigene Haut ist und so weiter. Und die gucken das, weil das mittlerweile ein Statussymbol ist, weil das mittlerweile das etabliert ist, was sich gut verkauft und was sozusagen die größte Avantgarde ist. Und für mich also da war dann nicht mehr so radikal, wenn die Leute sich das easy angucken können, ehrlich gesagt. Wenn das für die kein Problem mehr ist, muss ich vielleicht sich nachher evaluieren, was sie auch nicht provoziert. Aber das Spannende ist, zu Lützeburg gibt das noch immer
anschlagen wie ein Bomb. Und das fand ich wirklich spannend am Anfang hier im Land, dass das schon, also wir probieren schon irgendwie aktuell an, ob der Avantgarde von der Kunst zu laufen, an prestigiöse Kunst zu fördern und so weiter. Also mir ist noch schlecht gesagt, mehr, als Land halt, mir irgendwie bleiben bestimmte Sachen auf der Strecke und ich weiß nicht ganz, worum das leid. Aber heinst du dann nicht, wenn das Gefühl hat, dass es sich gut verkauft? Also ich meine, dass das, weil da viel mal zu und matt schwenkt und ich weiß aber nicht genau, vielleicht tut ihr mehr Erklärungen dafür, für was. Ich weiß auf jeden Fall, dass Kind Gefühl hat, dass Eiskunst sich gut verkauft und das ist einfach auch eine gute Sache. Ich meine, du spielst vielleicht doch Professionalisation von der Kunst, also von der Kunstmarkt. Die Leute mussten davon leben, viele Leute, gell? Früher war das nicht so der Fall, war ein Kunstprof oder tut es irgendwie probiert, sein Leben zu machen mit anderen Sachen wie mit seiner Kunst. An Haut, also aber ein Conscience, dass den als Künstler Statut hat, dass den als Künstler kann evaluieren an der Gesellschaft. Und da muss ich natürlich ein bisschen aufhängen zu gucken, wie ihn das dann hinkriegt, wie davon zu leben. Wie du sprang, wollt ihr noch etwas dazu sagen, für du gesagt hast? Ja. Ich wollte noch etwas sagen zum Marx, dem engagé. 1960 no méi 1900 alle gute politiséiert. Und das ist so, dass ein Kollege von uns, den Deutschprof, den hat no Modell von der Ligue Communiste Revolutionäre in Frankreich auch eng Ligue Communiste halt zu Lützeburg gegründet. Und den hat das wir waren Arbeitsgruppe Kunst, das hat damals so gehecht, nur da ist alle rangezogen. Okay, kommunistische Arbeitsgruppe Kunst, aber okay. Und, bon, wir waren dann an der LCR, hat sie gehecht, Aufkürzung. Und, bon, ich war nicht so lang dran. Die mit der Macht war ganz, ganz lang dran. Weil es war viel Arbeit. Ich bin noch nicht rausgegangen wegen der Ideologie. Ich bin rausgegangen, weil ich den Dreh nicht mehr gut, weil zu viel Arbeit war. Die müssen Traktor ausfüllen, Traktor rausdrehen, Zeitungen machen. Also es war ein kleine Partei, gell? Und dadurch also doch viel Arbeit gegeben. Muss ich sagen, der Markt war ganz lang dran. Und du hast die Zeit auch nicht viel Zeit gehabt für zu malen. Ja, genau. Und du hat sich aber auch politisiert und du hat ihn dann auch sein engagé gemacht. Aber er hat ja viel noch kubistische Bilder gemalt, gell? Das war dann aber rüber die Zeit. Und du noch hat ihn aber dann noch ganz, wie in Remo gefangen mit Malen, hat ihn aber auch ganz viel gemalt. Ja. Mit Sarah ist zum Beispiel, dir war all zum Beispiel MLF, Freirechte, die hat immer, neben ihrer Pratik, war die neben ihrer Kunstpratik war die oft militantisch, mehr politisch tätig. Zum Beispiel die Hut, die Gruppe. Ja. Planning familial, auf einer Seite. Die nicht, da waren da ein oder zwei dabei, die nicht ähnlich waren, die sind ausgetreten. Also das. Ja, ich wollte so, zum Beispiel, die war nebenbei, die hat Kunst, aber die hatten nebenbei, ich kann mir vorstellen, auch als Kunstprof war da. Wenn wir gucken, der Reckinger gesagt, seine Profession ja, als Künstler, das war auch ein Engagement. Ja, nee, das war ja sicher auch, man kann, ich will just sagen, das war nicht nur an der Kunst, wo die engagiert war, aber die hat meistens ein politisch, so eine Aktivität nebenbei, wo die Gesellschaft etwas ändern wollte. Und das war nicht nur an der Kultur. Mit Sarah Sorg, wenn ihr ein bisschen guckt, Kunstszene hat sich professionalisiert, aber auch letztlich generell hat sich professionalisiert. Zum Beispiel der Planning familial gehört, da gibt es immens viele Strukturen, die existieren, die müssen einfach weiterlaufen, mit das ist einfach ein ganz anderer Kontext. Das ist nicht benevol, dann hat sich alles professionalisiert, zum Teil, aber das hat auch einerseits, du wenn's ein Engagement bleibt, mehr eigentlich den Drive oder die Art und Weise hat sich sicher geändert zum Teil. Und ich meine, zum Beispiel als visuell Künstler, die hat immer so eine Arbeit, wie Daniel gesagt hat, neben dran, hat die geschafft. Das heißt, ihr konntet total an Kunst eigentlich frei. Mal, also von der
steht hat durch den Kant und die geht schaffen, da bleibt nicht mehr viel Zeit für Bilder zu malen. Gell? Also da ist nicht viel produziert, das muss ich sagen. Also ich habe viel geschafft an Dono, wie ich an der Pension war, auch viel angefangen mit Schaffen. Da habe ich auch die Marche des Femmes gemacht, ein Bild von 10 Metern. Ja. Oder ein Bild davon, ne? Ja. Ja. Ich hatte so Dinge kommen gelassen, die könnte da so nehmen. Da könnte man helfen. Voilà. Voilà, will du vielleicht ein bisschen etwas darüber sagen? Ich habe 2 Jahre daran geschafft. Und das sind mal 2017, 2019? Ja. 2017? 10 Jahre bis Ja. 2019. Aber ich habe noch nicht so viel, das war viel erbig, die Texte. Ich habe das dann noch. Oben habe ich geschrieben, was an den verschiedenen Ländern falsch war, was wo die Frauen unterdrückt wurden. Und das habe ich oben am Textbuch. An innen habe ich Texte gebracht, wo die Frauen selber zu Wort gekommen sind, wo ich auch Sachen fand, die an der Reihe waren, wenn Land etwas gemerkt hat, was an der Reihe war. Aber wie gesagt, die Recherchen für Texte, das war viel erbig, weil ich habe mich nicht auf einen Text verlassen, ich habe auf ein paar Quellen geguckt, ob das auch richtig war, ich wollte nicht falsch so. Und das Bild gehört der Mudam, sie haben das gekauft für ein paar Jahre, aber ich habe dann noch eine Kopie machen gelassen für die Bausen. Und ich wollte das am Kiosk an der Stadt ausstellen, schon da ausgestellt. Aber das waren Gedächtnis, die Pulver, das war da nicht konzerniert, mit die anderen, die da zuständig wären, für das da abzuhängen. Das Gedächtnis so nie an. Die haben mir gesagt, das geht Futti gemacht, ich hatte ja ein Kopie mehr, das war nicht original. Und ich kann nicht doch fast wissen, wie das ausgesehen hat. Warte mal. Was ist da? Moment. Was ich lo profitiere für ja, das. am Kiosk hätte ich gern das so hängen gehabt. Die haben zu mir gesagt, no, da kommen da, die machen Futti, die machen. Ich habe sie beruhigt, ich habe gesagt, lauscht mal, dann hängt es wenigstens ein da hinten. Ich kann dann schlafen. Ich bin da vis-à-vis an den Hotel de Paris, da schlafen kann ich, da tun ich auch gemacht, ich bin an der Nüchternstone und gucken. Das ist furchtbar gewesen. Und das ist nicht geschieht? Ja. War es wichtig, ob so einem Espace, das ist für Musik auch vielleicht ein bisschen gehabt, das soll Kunst, öffentliche Kunst, ja. Aus dem Museum, also der Galerien, da gesehen Leute ja nicht. Und ich fand es wichtig, dass Kunst auch soll auf die Straße gehen. Und da wurde ich gesagt, ich hätte gerne da abgehangen. Aber du hast eine Frage zum Beispiel, weil ich gerade, weil zum Beispiel, wo der Recklinger hat zum Beispiel hat Abstraktkunst auch eine Zeit lang gemacht und dann hat er figurativ gemalt und da war Diskussion für was figurativ und die Leute gesagt, das wäre so ein sozialistisch so Realismus. Also, und ich hatte einen Extra-Fond, den dir am Buch, wo ihr seht, mes images sont des images réalistes, mais pour moi le réalisme ne signifie pas seulement la représentation de l'aspect superficiel des choses, des personnes et des événements, mais aussi et surtout la réalité qui provoque ces événements. Le réalisme doit rendre visible l'arrière-plan et les dessous de la réalité. Il doit faire éclater au grand jour les responsables, ceux qui tirent les ficelles, qui tirent profit des états de domination. Und für mich ist das einerseits interessant. Du wollt wirklich, zum Beispiel mir genug zu der Frida Kahlo und seinen Bildern. Für mich ist schon eine Muraliste gedurcht und all die Leute. Und ich denke just zum Beispiel, dass dir die Fresk an der Stadt will weisen, wo jeder reden. Zugang darüber wer tun. Es schenkt eigentlich ein bisschen so eine ähnliche Dynamik zu folgen. Das ist einfach wirklich wichtig. Figurativ erlaubt das Mail leidet verstehen, einerseits. Es erlaubt ein Message. Weil das ist interessant, ich schwätze immer vom Message, auch, weil bestimmt Künstler gehen immer so eins mit dem, das fort während du schwätzt auch immer Menschen von, das war Kommunikation oder als Kommunikationsobjekt oder
Kommunikation so geschrieben Kommunikation war wirklich von der Kommunikation und das war interessant, weil mir den auch dass den Rackinger Kommunikation wie sing Wirker optreten oder Watze dass sie zesibel sind die hat gesagt im Moment ich meine, das war dir mir vielleicht dass im Moment werden den Fleisch bestimmt Sachen nicht verstehen weil ihn bestimmte Personage mehr identifizieren kann und also mit froh so Bilder voilà, ich meine das effektiv sind so ein Punkt, ja. Also ich meine das von den Eköie von enger Kunst die op Aktualitätselementer ophält die eng dem Moment eng extrem Kraft eng extremste Aussagekraft schmengen man kann Reckinger se Bilder sinn mat de Positionement wo den een wofen am Bild den anderen innen am Bilders den kann man so vereinfachte Klassenkampf den durchgestalt dass den eng Vision von der Welt durchstellt. Dat wird natürlich und dat ass wir sind an der Equipe von Musik sind eng Party Leute die nicht zu der Generation gehören du sie Leute drauf da hätte man ich gucken Kolleginnen aus dem Musik die auch am Saal sind du sind eng Party Leute die durchgestellt sind wo man haut vielleicht nicht unbedingt eine Achse mehr dazu hun und das sind auch Bilder die haut ein kleine Explikation brauchen für zu verstehen durch dass sie nicht mehr weiß wie durchgestellt also ich gehe ganz karikatural Me Leute, die 2013 nicht unbedingt eng politische Conscience und kennen sogar Jean-Claude Juncker nämlich unbedingt auf engem Bild. Wie will dann, dass es Leute aus den 70er Jahren, die durchgestellt sind, auch unbedingt drin kennen. Und das wird, weil ich fand nämlich die Weg von Henri Reckinger am Gegenteil zu vielleicht anderen Kritikern aus der Zeit selber, die für sowjetische Realismus, das ist der Klischee, den du war am Westen als abstrakt gemalt sind und gemalt in Realismus, das war für Sowjet und Sowjet waren und von denen sich einfach mit den Leuten, die das gemacht haben, auseinandersetzt, ich meine, die LCR, die hat Kinder, die mehr antisowjetischer gestaltet wie die LCR, auch von der kommunistischer, marxistischer Ideologie waren, die ganz puissant Messagen, die Haut vielleicht mich schwierig gehen, den Achse zu holen. Was mir beim Henri Reckinger auch aufgefallen ist, also vielleicht auch ein Lien aus mit der, wie du gesagt hast, Haut wird auch schwer an der Welt, auch zu Lützeburg gewisse Messagen zu vehikulieren. Der Henri Reckinger hat eine Pressepräsenz erlebt und soweit ich das kann nachvollziehen, auch einen gewissen kommerziellen Succès, auch Auftragswirker kriegt, wo sich ein bisschen von der Realismus mir losgelesen wird, wenn sie kubistisch festkommen, wo der etwas auswärts ging, den, also die Bilder von Henri Reckinger aus den 70er Jahren, die sind ganz kräftig, die sind ganz denonziant. Also ich kriege mir das nicht, ich würde meinen Vorteil hängen daheim, ne? Wahrscheinlich wenig Leute hätten das gemacht. Und wo ich ein bisschen mich distanziert wird, mir noch immer durch Titel von den Werken, durch ganz, die Stellungnahmen, die dazu gehen hat, die Texte, die er geschrieben hat, noch immer die politischen, engagierte Message wollte vermitteln, gegen Ungleichheiten, Ungleichheiten aufmerksam machen für eine bessere Welt, wo dann eben von der Utopie geschwärzt wird, die Mengen an richtig definiert wird. Man für eine bessere Welt, mir optimistisch gehen aus. Das sind Sachen, wo ich das Gefühl habe, du hättest noch einen gewissen Succès erlebt, die vielleicht mehr groß war, wie du, wo noch ein kleiner Bubble war, an Ende 70er Jahren, sehr low durch den Kunstpreis auch extrem ausgebracht. Also, das heißt, Logo, das wird vielleicht, also die Fernand-Day-Wirker, die Spätwirker, die an 70er Jahren, 80er Jahren Wirker, über die man ganz viel schwätzen, die zu der Zeit, zum Beispiel das Nationalmusee, das Staatsmusee der Zeit, die nicht aus der realistischen Zeit kein ihr Bild kann, aus der abstrakter Zeit mit den 60er Jahren an aus der kubistischen Zeit mit 80er Jahren. Aber Ursache, was kein Kaffee. Ja, du sind wir, du gehst nicht darauf, die politische Ursachen gehen Bongo-Sachen. Du kannst mir wahrscheinlich besser so wie ich, weil ich nach Schiefen und du hast die Zeit Mutter erlebt. Was ich interessant fand, dass wir sind hier konfrontiert mit engagierter Kunst von Henri Reckinger und von der Bert Lutschen. Wenn ich aber der Bert Lutschen hier gucken, die wir hier just gewiesen haben, das was ich nenne ein positiv Arbeit, weil die Arbeit die gibt eine Message von Sororität, von Frauen, die zusammenstehen, von Frauen aus der ganzen Welt, die innen steht, was zu sagen, steht, was Martine gemacht hat, aber da hat ein positiv
Vibes, muss man mal so nennen. Gell? Ja, Geht an die Utopie und weiß doch, der Marco Reckinger ist ein Erbisch per Konter, also ein aggressiv Erbisch. Das ist ein Erbisch, wo kritisiert wird, ganz hart kritisiert wird. Ich meine, die Leute, die da aufgemalt sind, waren nicht happy, wo sie das gesehen haben. Ich erinnere mich direkt an ein Bild, wo dein Ex-Direktor schwätzt mit dem größten Galerist aus dem Lützeburger Land. Und der größte Galerist aus dem Lützeburger Land, die sieht aus wie ein gierischer Kerl, der Frick hat. Und der Direktor sieht aus wie ein, den die Scheiß da nicht viel kaufen kann. Und das ist kritisch, das ist extrem aggressiv. Und der Marco Reckinger hat sein Erbisch gebraucht, für etwas zu denunzieren. Nämlich ein System, ein Lützeburger System, wo nicht Kauf gehen hast, mit denen das Kauf gehen, den gefallen hat, den diskret war, der fein war, an hin und das voll durchgezogen, richtig sing Roserei, singen Peinturen zum Ausdruck gehen. Am Platz Bert Lutschen fand ich immer, wenn ich die Bilder gucken, die sind kritisch, die sind to the point, aber sie haben eine positive Wirkung an den Hoffnung, von denen sie gesagt haben. Ja, aber noch keine so positive Wirkung. Und das hatte ich auf den Litfaßsäulen an der Stadt abhängig los. Aber das kannst du immens steuern. Ja, ich hätte nachher einmal die Litfaßsäulen für... Wenn ich war das gewesen bin. Aber auch das fällt an meine Definition von positiv Wirkung, weil das ist eine universelle Frage. Das ist nicht eine XY-Frage, die wir alle kennen, die du gemalt hast. Das ist eine Frage, die geschlagen ist, an die aber different Frage kann sein. Das ist nicht ein präzises Porträt von einer Person, die wir alle kennen. Du können wir vielleicht... Das muss das Publikum machen, gell? Weil das hält ja nicht auf, das hält immer noch zu. Gell? Mais just par rapport, vielleicht können wir dann während der Sicht Richtung 22, ich meine, das ist auch froh einerseits, wenn ihr persönlich spezifisch Leute angreift zu Lützeburg, weil das tun als mehr international und sind eigentlich mehr, mehr der Moment, wo ihn eigentlich die Lützeburg Politik aufstellt, das kann du am Spiel. Ich meine, es gibt einen großen Unterschied von verschiedenen Arten von politisch engagierter Kunst an eine Art von politisch engagierter Kunst, die zu Lützeburg am Anfang ganz viel geht, als Kunst, die abstrakt Kritiken bringt, an abstrakt Missstände, Probleme thematisiert. Was meint ihr mit abstrakt? Just, zum Beispiel Gewalt gegen Frauen oder Klimakrise oder wird man territoriell also ja. Probleme, die Dampfung auf der ganzen Welt gibt, die zu Lützeburg ob ein künstlerisch schön abstrahiert, ästhetisch Art kritisiert gehen, den sich an der Kanapee stellen kann oder nicht immer. Also nicht immer, aber oft als auch den Ursprung da, dass die Kritik ob ein ästhetisch ursprünglichen Art und Weise ubrüscht wird, und dass es sonst nicht künstlerisch genug ist, aber zu radikal. Und da gibt es Kunst, die sich konkret mit spezifischen Problemen zu Lützeburg oder in anderen Ländern beschäftigt und die Probleme benennt, an dem sie auch die Leute benennt, die unterstützt von denen Probleme leiden. Und für mich ist das eine Art von Kunst, die zu Lützeburg nicht genug gemacht wird. Das ist etwas, was wir gerne machen, weil wir uns auch gerne mit der Aktualität auf eine Art beschäftigen, wo man nicht just wollen, durchstellen, was allem schon weiß, was schief läuft, mit den Leuten wissen, dabei bringen, was vielleicht noch nicht entdeckt wird. Also, ein großer Teil von unserer Arbeit ist, dass wir eine lange Recherchephase haben, immer irgendetwas auf Bühne oder an der Kino oder so bringen, weil es uns darum geht, zu sagen, okay, es kann nicht just der Journalismus Leute informieren, es gibt auch andere Medien, die eine Aufgabe haben, Leute zu informieren über das, was gerade geschieht. Und für mich ist es immer so, also ich fand auch Kunst, die auf eine abstrakte Art und Weise Probleme erklärt und die Leute noch bringt, kann extrem radikalisieren. Ich bin gar nicht gegen so eine Art von Kunst. Mir ich meine, dass es aber wichtig ist, zu erkennen, dass
Kunst, die sich mit spezifischen Personagen, mit spezifischen Geschichten, mit konkrete Fakten an konkrete Lesungen für die Fakten auseinandersetzt, extrem, extrem wichtig ist. Und dass sie sich nicht sollte, ob der Journalismus verlosen, für so Sachen und Luft zu bringen. Das fand ich mega, mega wichtig. Können Sie vielleicht just erklären, zum Beispiel dann von RTL oder wie war das Methodologie? Just ganz kurz von also wir machen, für die es nicht wissen, wir machen gerade ein großes Projekt über, beziehungsweise gegen RTL. Und am Anfang hat das so angefangen, dass wir als gesagt haben, als Ziel ist, dass es RTL nicht mehr gibt. Und wir haben ein Jahr lang mindestens an einer Recherchegruppe dazu recherchiert. An dem Recherchegruppe sind noch Leute, die so als JournalistInnen tätig sind. Und haben dazu recherchiert zu der Struktur von RTL, zu den Budgeten, den Finanzrapporten, wo gehen wir Suchen hin, aber auch zu der Art, wie bei RTL Journalismus gemacht wird, was du von den Pressekodex verstehst, was du gegen irgendein Gesetz verstehst. Und die Recherche geht noch immer weiter, weil die Arbeit von RTL ja auch noch immer weiter gemacht wird an Sachen, die nicht legal sind, auch noch immer weiter gemacht gehen. Das Wichtigste ist, zu nutzen, dezidieren, okay, welche Recherche können wir welche Art präsentieren. Und dann haben wir quasi als unterschiedliche Wolle von der Recherche auf verschiedene Sachen abgedeelt. Aber wir haben jetzt gesagt, wenn es um Firmenstruktur geht, an verstopfte Konnexionen zwischen individuelle Leute, an wie war für drun bei RTL, da war du nur an der Politik und so weiter und so fort. Dass ich das ganz gut kann auf der Bühne, am Theater präsentieren, weil es oft um Beziehungen geht, an Direktkonfrontation mit bestimmten Leuten. Und dann haben wir da also ein Stück gemacht. Wir haben eine Website gemacht, mit der wir quasi die Art, wie RTL kommuniziert, wie RTL News bringt, die ganz spezifische Spruch von RTL probiert zu parodieren und da wissen auch mit Artikeln konkret zu kritisieren, wie das gemacht wird. Und dann haben wir einen Film gemacht und an dem Film haben wir probiert, ein bisschen so zu weisen, inwiefern RTL die Stimme von Lützeburg ist, also wie RTL quasi zu Lützeburg Geschichte fabriziert und so auch Mythen an das Land setzt. Und ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll. Ich meine, die wissen aber all, was gemeint ist, von RTL schwätzt. Ja. Und es geht aber noch weiter. Also wir haben nicht nur die wollen, wir haben noch angefangen, ganz viel Planten und Dahlia zu machen, wo wir hin gesagt haben, was RTL alles für schlimme Sachen gemacht hat. Und das ist zum Beispiel etwas, das lief behind the scenes. Das ist kein Kunstprojekt. Das ist etwas, wo wir als Richtung 22 gesagt haben, wenn kein anderen die Planten möchte, dann muss wir halt sie machen. Und das geht zum Beispiel extrem los für uns an WWs, ob wir hier irgendwann ein Projekt machen können, wo wir präsentieren, was daraus geschieht ist. Aber das machen wir aber trotzdem. Und ich meine, das ist auch etwas, was für mich bei politisch engagierter Kunst mitschwingt oder kein mitschwingen ist, dass eben halt die Menschen, die das machen, oft halt auch einfach politisch engagiert sind. Und nicht alles, was ihnen da möchte, muss an einem Kunstwerk enden. Das heißt, das Leben die Hut eigentlich der duden Wert rum Impact an Leben Hund. Das heißt, also ganze Zeit zwischen Kunst und politisch Welt, die zwei interagieren mit denen. Ja, und ich meine, das kann ich noch nicht immer trennen. Also ich fand das Wort Aktivism am Anfang mega schlimm. Mir das aber spannend, sich zu denken, so, okay, vielleicht muss ich nicht immer unterscheiden, ob es das entweder Kunst oder Aktivismus. Könnt ihr just an einem Satz Aktivismus erklären, weil Sie vielleicht Leute Aktivismus also das am Anfang einfach ein Wort, was Kunst und Aktivismus an E-Wort zusammenbringt. Und ich meine, das ist ein bisschen ein prätentiöses Wort. Aber ich fand aber cool zu wissen, dass ich das nicht immer von denen trennen muss, also dass das auch parallel kann geschehen kann. Ob es was für einen Mensch Aktivismus ist, als vielleicht für einen anderen Mensch Kunst. Also ich meine, die Monumente, die wir gemacht haben, die gesagt auch nicht für ihn als Kunst und wir konnten auch schon Planten dafür. Also, ja. Das heißt, ihr holt schon bestimmt Risiken an. Ja, und auch gern. Also ich zumindest. Ich fand das nicht Spaß. Ihr wollt als etwas weisen? Ja. Ich richte ja darum, ob da zu wenig Frauen gewählt gehen an die Regierung. Da hatte ich dann auch heute so Plakat gemacht. Da tue ich auch auf die Litfaßsäulen an der Stadt abhängen gelassen. Das ist aber wichtig, dass wenn Männer schon keine Frau wählen, dass so eine Frau wählen. Gell? Also das ist aber auch schon ganz. Wenn ihr das gewisse gehen.
Wenn ist das wir gewesen? Votant, das heißt Frau. Nee, mais wenn 2019. Das ist Ja, gut. ja, Ja, ja. okay. Das war die Wahlen, ja. Ich meine, das sind nicht für alle Wahlen. Das war ja. Ja, aber ich wollte noch etwas sagen über das Bild, also engagiert Kunst. Also, dem Picasso, Guernica, auf der Foto wirkt das nicht so extra, aber wenn das einmal zu Madrid zieht, da geht an das Museum rein, Sophia, und du hast das Bild, das ist herrlich. Also, das für mich, das schön, das von Picasso, gell? Und da sind noch ein Reihe Symbole dran, das Steier, das zur Zeit von Franco, gell? Der Steier symbolisierte Franco, Pferd, das Spur nicht voll, gell? Also das Bild ist wirklich, da muss dann gucken, wann auf Madrid geht. Ich hatte noch eine Frage, weil mir den oft an, ich hatte an den Demokratien so, es steht zum Beispiel auf Webseiten von Regierungen so, dass Kunst und Kultur wichtig sind für eine gesunde Demokratie. Dann, ja. Also ich kann nicht mehr so absolut. Aber bon, wenn in das Budget guckt von der Regierung, dann wir sind da nach Feide Wäschers von der Gesundheit. Aber ich bin absolut überzeugt, dass Kultur wichtig ist für Zivilisation. Ich bin auch absolut überzeugt, dass Kunst wichtig ist. Und ich meine auch, dass da tun man gar nicht beschwert an also ganzen Diskussionen. Was sind die Resultate von denen Leuten, die da aktiv sind, die Kunst machen? Was kommt dabei raus? Gell? Pardon. Weil das ist ja ein bisschen der Büt, gell? Das soll ja etwas geschehen, soll ja etwas besser gehen. So, bon, dass Frauen noch immer nicht genug Frauen wählen, das nicht geschieht durch hier das Bild. Aber bon, es sind aber Guernica zum Beispiel hat Resultate. Es sind andere Arbeiten, die ganz solche Resultate hatten. Wir haben für Drufung de la Croix geschwätzt, ich meine, die hat eine wichtige Rolle gespielt. Am Goufe Preis de Conscience durch die Arbeiten. Dafür meine ich, dass die Gesellschaft aber weiter kann. Durch Kultur, durch Kunst, durch das, was die Leute gestalten und machen, dass das einen Impact hat auf das Leben. Ich bin davon überzeugt, schon geht auch ohne Geld, das heißt ja immer gesagt gehen, Geld John, wenn wir Kunst gemacht haben, und Kultur, dass wir zu in der Fenster gehalten haben, dass es doch ohne geht, selbstverständlich. Wir können durch das Leben gehen, ohne irgendwie Bild zu sehen. Wir müssen aber auch daran denken, dass die Leute, die weit für uns waren, an der, ich weiß nicht, weniger Stenkzeit und so, Mauern gemalt haben. Ne? Also muss irgendwie ein Besoin da sein, etwas zu gestalten und etwas zu machen. Und ich meine, das muss ich weiterführen und das muss ich absolut fördern. Ne? Was interessant ist, weil den Recking hat ja gesagt, dass ihn hat ja Politik gefordert, eine Zeit lang Politik gemacht, und nur als jemand an Malerei gegangen und gesagt, ich male gerne, das ist mein Medium, da kann ich eigentlich mich ausschwätzen. Mir hin seht, ich werde das verbessern, mir seht aber einerseits, hin hat gehofft, es gibt eigentlich helfen, eine Revolution beidrohen. Mit du hat ihr mir das Gefühl, dass den Artikel, den ihr am Museum hat, wo ihr seht, dass eigentlich das wirkt wartbar auf seine Revolution. Das ist nicht eigentlich, das ist eine Rencontre, das ist nicht eigentlich, dass das Bild wird etwas triggern zum Dem, mit das eigentlich hier aus am Gang zu malen. Und ihr werdet im Moment schon bis ein politisches Changement kommt, wo das Bild plötzlich eine Resonanz wird finden. Was das anders ist, weil ich meine, hat eine bestimmte Deception, hat wirklich ein Mensch durch den Kapitalismus. Das fand ich immer spannend, weil mir sind immer dynamische Thematiken, das dann vom Kapitalismus, Imperialismus sind immer so froh und die noch immer. Also ich fand just gleich das auch eine Sache von der Zeit, von der Generation. Also 80er Jahre, mit dem Organismus und so weiter, sind Rückschlag par rapport zu dem, was eine ganze Generation noch mehr schon von Mitte 60er Jahren, für allem so, was durch mehr oder sich inkarniert ist. Das ist auch eine Desillusion, die weit über die Kunst sehen, die so mal politisch links gestaltet wird, dass die ganz
Gauche, die du an einen gewissen Desillusion verfällt und dann ja natürlich wird erregt den, ich meine am Pick spricht auch Diskussion, wird erregt dans l'immédiateté, wird erregt aber au long terme, so wie du vielleicht bis nur gedeutet hast, dass das einfach alles zu einer Prise de Conscience beiträgt, zu Gesellschaftsveränderung, das ist ein Teil von einem Ganzen. Du siehst immer vielleicht auch von den seinen Namen vielleicht draufschreibt, mir aber an einer kollektive Dingen, das vielleicht eng Debatte iwwer so eng polisch Konst, die awer relativ politisch links steht. Haut si immer an enger Zeit, wo e vielleicht doch gesäit, dats et Reckschlä gin. Sachen die an enger ganzer Party so die Leute iwwer demer schwätzen, fir der stungen, wo haut die Konstflecht eng andere Resonanzen von den gesäit wéi och an der kultureller Landschaft sech haut eng einer Visionen ich mein, an den Wahlresultate an Europa kommen bei entartete Kunst du weißt dass Historiker nie eng Kristallkugeln gucken immer nur handen ich mein, wir hoffen alle gut dass der dort Wu nimi op könnt aus an Geschichte dat war bis froh die Lacht vor ich wollte stellen da sein vor hun Wahlen Trump als gewählt gehen an den nun Katalan seng Bananen wat am Dezember für ich weiß nicht wie viele Millionen verkauft gehen ist also das bisschen den Zustand von der Kunst momentan wen de Marché den sich imposiert wird plus wir sind an einer ziemlich rechtspopulistischer Zeit an du werd froh meng dir wat kennt du noch an dem Kontext an den nächsten Jahre geschehen Spekulation. Ich wollte noch so die Ausstellung von Marc Reckinger am Musee, die ist wunderbar, die musste alle gucken gehen. Das ist ein guter Punkt. Das war an den 60, 70er Jahren, da waren so Reklamen an den Zeitungen. Das Leben verläuft nun mal in Kurven. Da war dann eine Frau, eine kleine Frau mit einem Meier, auch bei Aktien. Für Reklam für Aktien zu machen, müssen ein halbplakisch Frau hier halen. Das geht doch nicht. Das so Reklamen haben wir, Gott sei Dank, nicht mehr so viele. Ja, das ist noch nicht so richtig, ja, nee, okay. Das war schon allerhand, gell? Und da ist drin gemalt eine Frau, die auch so ein Korbe möchte mit beim Putzen, gell? Ja. Okay, ich meine, wir werden Diskussion aufschließen. Okay, just für zu sagen, die Ausstellungen laufen heute zu Diedling an der Galerie Neilicht an Dominik Lang bis den 16. März und auch am Nationalmuseum. Die Ausstellungen heute zu Diedling sind noch mega flott und mega cool und sie ergänzen sich allen drei ganz gut. Ich meine, wir müssen alle drei gucken kommen. Ja, voilà. Merci vielmals. Das ist auch ganz gut. Ja, voilà, das auch alles was perfekt. Merci, Unisch. Und wenn ihr noch Fragen habt, ich wollte auch vielleicht noch kurz so zur Demokratie, zu stirbender Demokratie, wann ich das interessiert, weil ich wohne gerade in Österreich. Mir sind so weit, dass wir Nazien an der Regierung haben, wie alle 10 Jahre ungefähr. Sorry, ich erfährt. Schon Gefühl, dass es einfach Fakt ist, dass gerade an Deutschland und an Österreich einfach so viele Nazien existieren. Aber halt auch Fakt ist, dass die Leute gewählt gehen. Und gesagt schon an Deutschland, was für Kulturkürzungen gemacht gehen. Und ich meine, dauert noch ein paar Monate, bis da dann Österreich auch so geschieht. Und ich schon halt Hoffnung, dass zu Lützeburg noch immer genug neoliberal Kapitalisten gewählt gehen, die quasi sich ein gutes Image machen wollen, dadurch, dass der Kultur mehr so gehen. Natürlich, wir sind für die Bananen. Also, wir sind für die Bananen. Bananen ist mega cool. Der Kulturminister ist auch mega cool. Und er soll Lützeburg seinem vorzeigen. Okay, das wird meine Antwort. An dem sie Kultur weiterhin genug fördert. Und ja, für den Gag nicht mehr so schlimm zu machen. Ich meine, das war die Art von Kultur, die wirklich Demokratie stärkt. Also auch nicht unbedingt die Heischlandskultur, wo in Popstars an Rockhall invitiert, aber die Kultur, die suchen, ob an lokale Communities stößt.
Nee, ich meine, also ich meine tatsächlich Lokalkultur an Kultur, die nicht an Taschen von denen geht, die Kultur organisieren, mehr an den Taschen von denen, die Kunst machen, an produzieren, an den Leuten auch suchen zu gehen, für neue Sachen zu machen. Das ist auch ein bisschen mehr eigentlich eine Independence in ihrem... Ja, auch zu Lützeburg gibt es noch ganz viele Leute, die müssen Kunstprof sein, für Kunst zu machen. Also für allem zu Lützeburg. Ich meine, die hat auch gesagt, als Richtung 22, die gibt gerne mehr Leute oder du hast halt persönlich gesagt, Leute, die mehr produzieren oder Kunst machen, wie Kunst konsumieren. Und ich meine, das ist die Fähigkeit zu Lützeburg. Ja, und da ist alles mega wichtig, dass in Lokalkultur die Heichglanz, Heichkultur. Ich noch schnell etwas sagen. Ja. Es gibt noch Kunstprofen, die machen gut Kunst. Oh ja. Und dann hat Messager zum Beispiel war Kunstprof, an der Boys auch, wenn ich mich nicht irre. Das Problem ist, dass wir heute zu Lützburg nicht mehr Lycée haben, keine große Kunstschule. Und das fehlt natürlich den Leuten, die da Kindern Ressourcen finden, für zu leben und Geld zu verdienen und hier Kunst zu machen. Ja. Und ich so das auch als junge Person, die von Lützeburger Politiker gesagt hat, wenn sie Kunst machen, dann geh halt an das Ausland. Also ich meine, das ist auch noch ein Thema. Ich meine, wir kennen das Thema noch. Wir können ganz gerne weiter, oder nur diskutieren wir vielleicht vor den von ihr schreien. Froh? Guten Abend. Guten Abend. Ich habe eine mehr spezifische Frage für Richtung 22 Kollektiv. Dass so viele lieber positiv Kunst gehen und dass es immer mehr schwer ist, Leute interessieren, motivieren für effektiv sozialkritisch Kunst und nicht unbedingt auf ästhetischem Weg zu vehiculieren, wie die dafür gesagt hat. Der schafft extrem viel mit Satire, was sie rüber könnt. Wo der vielleicht gemerkt, dass es verschiedene einfach Thematiken einfach ganz banalisiert gehen an der Gesellschaft. Und du, wenn Satire vielleicht die Leute ein bisschen so wie ein Witz erzählt wird von ihr, dass an dem Sinne nicht seriös geholt gehen und dass die Leute nicht realisieren, dass wir das so, wie mit RTL, auf Webseite, man sagt, eigentlich eine ganz seriöse Gesellschaftskritik ist. Denke da vielleicht eins, dass ich Angst zu machen, wie hast du den Retour bei ihren von der Kino so und der Made oder so? Ja, das ist ein guter Punkt, ja, weil wir probieren halt Sachen mit Witz zu weisen. Kann es vielleicht sein, dass die Leute das nicht seriös genug holen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, das hängt doch immer von der Interpretation von den Leuten auf. Natürlich können wir das nicht beeinflussen, ob die Leute verstehen, dass wir das am Anfang schlecht fanden, was geschieht, oder ob wir das einfach just witzig fanden. Ich meine, dass das hier am Anfang mega gut geeignet ist, für Sachen zu weisen, die extrem sind. Besonders Satire, also ich meine es politisch, wenn ihr guckt an einer ganz polarisierte Gesellschaft, so das Satire. Ja, also ich meine, Heinz, du musst man auch nicht viel machen für die Sachen, ob eine satirische Art und Weise witzig zu machen, weil es geht schon durch, dass ein Politiker zitiert, für zu weisen, wie absurd die Situation ist. Also ich fand nicht, dass wir extrem viel machen, für Sachen zu verkleiden. Ich fand echt, dass Satire am Anfang ein gutes Mittel ist, für Sachen so zu weisen, wie sie gerade sind, und auf den Punkt zu bringen, wie absurd das alles ist. Aber also auch für zu verhindern, dass den vielleicht als Moralisator durchsteht, weil das kriegt den oft, wenn den politisch aktiv Kunst möchte, Fähigkeit, ja, aber du bist ja auch nicht perfekt, was geht es dann? Ja. Und heute Fanger zu weisen. Ja, also ich meine, wir sind am Anfang schon perfekt. Nee, wir sind natürlich nicht perfekt. Wir kriegen auch ganz viel Kritik für verschiedene Sachen. Wir kriegen dick oft gesagt, wir wären zu plakativ. Heinz kriegen wir aber auch gesagt, es wäre zu komplex. Also ich meine, es kann nicht alles richtig machen. Ich fand froh interessant, weil ich meine, dass auch Platz da ist zu Lützeburg für Leute, die Probleme ob ein Film echt andererweise zu weisen. Also ich meine nicht, dass die Aufgabe ist von allen Menschen, die politisch Kunst machen wollen, Satire zu machen. Aber ich bin auch extrem Fan von Leuten, die das ohne Humor und mit extrem viel dreschener Überforderung präsentieren. Also da sind ich auch nicht dagegen. Ich meine, gerne witzig,
Ich fand aber auch wichtig, dass andere Leute das auch attackieren, an sich auch vielleicht mal da beschäftigen, das auf eine maximal deprimierende Art und Weise zu präsentieren oder auf eine Art und Weise, wo ihn den Untergang von der Welt nach mehr komisch spielt, so, weil er könnt ja wirklich. Ich wollte so, Kunst kann Bewusstsein verändern, man kann aber kein Putin davon nur fallen, für einen Krieg zu machen. Gell? Also das muss man uns auch bewusst sein. Und ich wollte auch noch sagen, zu Lützeburg, ich hatte da Initiativen in 60, ich hatte eine Beinserie und das war 60, ich hatte Frauen dabei stehen, ich hatte gesagt, sie sollten sich ganz mit den Armen über den Nähen und ganz selbstbewusst durchstellen. Wir hatten dann auch nach Initiativen in 60, hat man nach innen am Raum von den Lampersbich, von den Victor Hugo Hallen, hat man nachher so Aktionen, der mag gar nicht mehr, hat eine Fendel zerrabt, so Zerstörungsaktionen hat man. Ich meine, da hat irgendwo an der Zeitung etwas drüber gestanden, nee. Über die Fendel ja, aber nicht darüber. Auch nicht. Auch nicht, nicht. Nee. Das heißt, gar nicht eigentlich. Nicht. Nee, das war so. Das ist eine Art und Weise, wie ich auch... Da schon müssen wirklich Durchhaltevermögen haben, ne? Ja. Also das mit den neuen Medien hat ihr du mehr... Ich muss mich nicht... Also das mit Facebook, mit Instagram und all den Medien hat ihr eure Publikum erreicht. Ja, wow. Ja. Schön, merci. Noch eine Frage? Ok, mais das ist immer... Ah, du hast einen, non? Ja. C'est bon. Désolée. Elle est adressée à... Là, oui. Bonjour. C'est ma toute première conférence en luxembourgeois et j'ai tenu le coup. Donc, félicitations. Merci. Bon, merci Google aussi, il m'a un petit peu aidé à savoir qui est qui. Je présenterai particulièrement mon admiration pour Madame Berthe Lutgen pour déjà sa formation. Elle a dû reprendre ses cours, d'après ce que j'ai compris, pour ensuite se lancer dans l'art et l'art engagé. J'ai vu qu'elle a fait des manifestations, qu'elle a prises en photo. Et d'où ma question, et ma question est pour les 4 personnes présentes. Quel est, on va dire, là j'entends que s'il y a un engagement, c'est l'art engagé, mais quel est l'engagement dans l'espace concret, l'espace réel, en termes de manifestation, en termes d'autres points, si quelqu'un a vécu ce type d'expérience. Voilà. Vous voulez savoir dans où ils sont actifs vers le futur? Non, par rapport à leur engagement. Oui. Alors, encore une fois, je reprends la photo de la manif de Madame Lutgen. Donc, par rapport à leur engagement, comment ça se passe sur le terrain, sur la vie de tous les jours? Est-ce qu'ils sont essentiellement dans leurs institutions, à peindre, à prendre des photos, à faire du théâtre? Ou est-ce qu'il y a un engagement aussi sur le terrain et comment ça se présente? Il y a de l'engagement sur le terrain. Est-ce que quelques personnes veulent en parler? Parce que chacun est engagé sur le terrain. Wir hatten dann mit MMLF schon 1971 angefangen zu fragen für ein Gesetz über die Auftreibung. Und das ist 1994, nee, 2014 kam. Muss ich das vorstellen. Und ich hatte auch all den Zeitungen so, wir haben dann auch dauernd so irgendwie darauf aufmerksam gemacht, aber Auftreibung, das war wirklich für heute an dem katholischen Lützeburg wirklich ein Problem.
Und das ja nicht, ich sehe ja auch nicht dafür, das soll aufgetrieben gehen, wenn aber eine Frau am Leder ist und drum ist, da soll sie aber können ihre Körper verfügen. Sie soll können selber décidieren, was sie möchte, und nicht andere. Donc là, vous avez l'exemple sur l'avortement, pour laquelle s'est engagée, et c'était depuis 71 en fait qu'ils se sont mobilisés, donc à travers des manifestations, mais aussi à travers des œuvres artistiques. Et c'est quand que 2014. Oui, c'est en 2014. Vous voyez le cheminement. Ma dernière activité politique. Je suis allée dans la Chambre des députés pour défendre le projet de loi sur l'avortement et on a réussi à avoir un consensus parce que quelques membres du Parti chrétien social, ils ont flanché, quoi. Ils ont compris que c'était temps pour changer un peu d'avis, quoi. Donc il y a des temps. Et donc il y avait à cette époque un gouvernement avec les Verts, les socialistes et et l'ADP, les libéraux, et ils ont voté pour. Et comme il y avait quelques personnes de la CSFrau qui finalement se sont joints à eux, on avait une belle grosse majorité et la loi est passée, quoi. Mais c'était un combat très dur. Et dans la Chambre des députés, je me suis fait insulter par M. Karteiser. Il m'a dit dans la Chambre des députés qu'il allait me faire un procès parce que je tue les petits-enfants. Et à l'époque, il y avait un monsieur qui faisait partie des Verts et qui s'appelait Camille Girard, qui est malheureusement décédé. Il l'a mis à la porte. Oui, parce que en tant que président de ces commissions, il a le droit de police et il a mis Karteiser à la porte. Voilà. Donc après ça, j'ai arrêté la politique, quoi. J'estimais que j'avais fait ce que j'avais à faire, quoi. Voilà. Mais c'est dur être militant. Je comprends les gens qui le sont pas parce que ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup d'énergie et puis c'est vachement dangereux. Parce que moi, dans ma boîte à lettres, je trouvais des dessins de gens très doués, très talentueux, avec des embryons coupés en deux et des choses comme ça, quoi. Dans ma boîte à lettres chez moi à la maison, quoi. Donc ça vous fait un peu peur et vous vous dites ils savent où j'habite, merde, et voilà. Donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme Marc-Henri, comme pour Berthe qui vont en public avec leurs idées, avec leurs convictions et qui se montrent et qui disent ça c'est ma conviction et c'est vraiment quelque chose de très terrible, je trouve, très fort. On peut vous féliciter, à vous deux. Moi, j'avais une dernière question qui est pas... Parce que je trouvais... Non, dernière, vraiment. C'était juste parce qu'on parlait de l'intime et du politique. En fait, vous êtes tous des gens militants. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui a été la graine qui a mené à votre militantisme? Si une ou deux personnes veulent juste partager, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez voulu combattre l'injustice ou que vous avez voulu... Moi, je crois que c'est... On continue en français? En luxembourgeois. Okay. Also, ich meine, dass das, was mich radikalisiert hat, ganz viel damit zu tun hat, dass ich zu Lützeburg aufgewachsen bin und als Kind wiederum zu Wien gewohnt habe und da von Wien auf Lützeburg zu kommen und zu sehen, was so die Lebensunterschiede an der Realität sind und zu Lützeburg einfach die konservativ-kapitalistische Gesellschaft als Kant zu erleben und ziemlich sehr auch zu erkennen, hat mich ziemlich radikalisiert. Also ich meine, es geht schon durch, dass in eine bestimmte Realität einfach erlebt und es muss mal keine groß dramatisierende Sache geschehen, für einen Menschen zu radikalisieren. Ja, das wäre für mich, also, ja.
Also ich sehe wahrscheinlich den Monsterradikalen. Mais politisch engagiert? Politisch engagiert, effektiv nicht mehr, aber ich muss mal nicht mehr, ich bin mit politischer Aktivität abgehalten. Mir lang bei den Jungsozialisten, bei der LSAP noch im Gemengerot gewählt gehen. Für mich war immer irgendwie wichtig, sich für vielleicht in einem Umfeld wo Sozialdemokratie mir kritisch belichtet, das aber noch immer meine Überzeugung, dass das eine Form von Gesellschaft, die da angestrebt wird, die Menge Bewusstsein am meisten entspricht. Und für mich war es immer wichtig, sich zu engagieren, in dem Sinne, dass ich gewisse Menschen probiert hinzuweisen, die Sachen vor zu bringen. Vielleicht mit meiner Radikalität, ja, das einfach vielleicht eine Sache von der Natur, vom Charakter, dass in das vielleicht ähnlich das uppickt. Und für mich ist auch vieles, was den nicht unbedingt militant ist, also immer auch politisch. Und ich meine, das auch an einer Kulturszene, auch von denen als Kulturfunktionär, eine Musee, eine Position hat, die von der wo ihn probiert so weit wie möglich Leute beieinander zu kriegen und so weiter, aber auch durch gewissen Thematiken, die ihn abgreift, die ihn will belichten, auch kann der Gesellschaft auch als Historiker froh ins Reck stellen. Ich meine, wir hatten eine Einstellung über die portugiesische Migration, zu Lützeburg über die Nelkenrevolution, wir hatten eine Gemeinde über Kolonialismus, halt zu Lützeburg, wo auch Richtung 22 mit einer Reihe Sachen vertreten war, vom Roch vieler Relationsstungen hanst du mir einfach, hanst du mich schwierig an dem Kontext wird auch dazu gehört zu einer Demokratie, da sind die Debatten an den Debatten unterschiedliche Positionen hört. Und ich meine, das sind noch Sachen, die von den gewissen, ich ging schon nicht als militanten Historiker bezeichnen, ich immer probieren zu trennen, weil ich wirklich meine, dass es eine Sache von Kredibilität ist, dass ihn probiert Riverstunden probiert auch an den Sachen verschiedene Punkte de vue durchzustellen. Ja, das natürlich wo den eine gewisse Vorstellung wie eine ideale Welt ausgesetzt, die transpariert relativ viel oder profanisch mal, dass dadurch transpariert von an Thematiken an der Weise, wie in gewisse Sachen trainiert, vielleicht mit Männer Werfer, Männer vielleicht Männer Draschlohen, metaphorische Sinn wie andere Formen. Ja. Vielen Dank, merci, alle Gute. Merci.